Guten Abend, alle. Mir freut das hier in dieser letzten Stunde, letzten Abend hier war in Juni zu sein. Die Weg ist busig vorbeigegangen. Mir ist nicht lang gekommen, aber zwar ich umfänglich so doch, dass von Montag zu Uwes anfangen und dann bei der Sonntag zu Uwes hier jeder Tag dort wird Gottes verkündigen. Dann hat einmal dann hat so ein Gefühl, dass man sind wir alle, man weiß nicht, was er sein soll und so weiter. Aber ich danke Gott dafür, dass er mir sein Recht Wort anvertraut hat, dass einer durch es schaffen kann und das wird einmal alle. Ich denke immer weiter an die Geschichte, wenn ich daran denke, dass mir die Wehre dann alle waren. Und die Geschichte, wo der Herr Jesus mal 5000 Menschen speisen hat. Und dann hat er das Brot aufteilen an seine Jünger. Und er fängt mit wenig an, hier mit einem Teil ab. Nicht? Wie interessant. Nicht? So, sie hatten ein paar Brot, ein paar Fisch. Und dann hat er so viele Menschen Essen gegeben, und als sie dann vorig hatten, dann wir mehr ewig geblieben, als wo sie mit angefangen haben. So muss das Abend auch ein guter Abend sein, wo wir können erbüht werden und wo wir können ab das Wort Gottes angewiesen werden. Und ich möchte mich wie wieder gehen, ganz im Herzen an jeden einen bedanken, wer sich für uns interessiert hat, wer sich uns angenommen hat, wer uns versorgt hat, fertig gelassen hat, ein makliges Haus gegeben hat, freundlich gewesen ist. Ich würde gerne verschiedene abnehmen. Möchte Herr ihn dafür segnen, vergelten und einfach dort am Herzen leiden, dass ihr das wieder so merken. Mir das aber manchmal mit Leid am Sonne, wenn wir würden jeden Zeit spenden mit uns oder mit mir und ich bin auch mal ein bisschen Mensch, ich brauche auch irgendwie noch mit Zeit zum allein sein und so weiter. So, ich habe vielleicht nicht allen könnt in der Haupt sein, oder nicht allen könnt Zeit geben, wo ich nur gefragt habe, muss ich mir einfach dafür entschuldigen. Dass wir nicht tun will, ich kann nicht gleich. Ich glaube, ich kann mir vom Herzen sein, dass ich diese Versammlung und dieses Werk live gewonnen habe. So muss der Herr wieder mit uns sein. Wir haben von der das letzte Thema, woran kommen so viele Christen in ihr geistliches Leben nicht verweicht. So heißt das Thema. Und ich wünsche mir, dass wir würden können, ab Dinge angewiesen worden, buchstäblich, dort wann wir vielleicht selbst die Person sind, oder vielleicht erst dort einer von den Kindern, oder vielleicht erst dort ein Jugendlicher, und du hast einen Jugendlehrer hast, die durch die Zeit gefragt wird jetzt an und so wieder, dort da in der Jugendlicher vielleicht einmal wiederkommt, oder vielleicht auch aus Mitarbeiterkreis, die Ältesten in der Prediger und so weiter. Sie haben vielleicht all durch die Zeit immer waren mit jemandem geschafft und mit der Hoffnung gewusst, dass irgend ein Tag würde noch mal ab Bein kommen. Und das will nicht, und das will nicht, und das will nicht. Dann fragt man sich immer wieder diese Fragen zwischen, warum kommt der nicht mal wieder in sein geistliches Leben? Was sind die Gründe? Und einige Mal weiß wir das vielleicht selbst nicht mal, was der Grund ist, Ursache ist, dass ich nicht vorwärts komme. Und das nächste Mal, dann würde einer vielleicht das Bedürfnis haben, dass dort kriegt wir das Problem, dass der nicht vorwärts kommt, aber man hat nicht den Mut, dem dort mal Glücks im Gesicht zu sein. Und ich mag von der Abend einfach, so dass der Herr mir das offenbart hat, so dass der Herr mir das angegeben hat, proben anhand von der Bibel, ob Dinge anzuweisen, ob dort oder dort vielleicht nicht der Grund ist. So, das Ziel von jeder wahre geborene Kind Gottes soll immer sein im Bleiben, dass man weiß, durch das ganze Leben immer gerade. Und du wirst noch mal gesagt, im Geistlichen, wo wir immer klander. Geistlich, wenn sie körperlich, wenn ein Kind geboren ist, dann war es dort in der Hecht, nicht so? So kann wie dort. Dann war es ein Mensch in der Hecht. Aber das sein immer im Geistlichen war es ein Mensch rauf. Was will ich damit sagen? Guck mal, ich bediene immer weniger.
Christus fängt in mir immer mehr an zu bedienen. Aber ich, wo immer weniger, guck mal die Anstellung von Johannes dem Täufer. Das ist eine so eine feine Anstellung, was er sagt. Er sagt, ich muss aufnehmen, aber Christus muss teilnehmen. Dort ist das Bild von Wosen. Und ich glaube nicht, dass irgendwann wer bei den Punkt kommen kann und sagen, nu sein ganz durchweg soll sein. Guck mal, wenn du 100 Jahre alt warst und du hast die vielleicht als ein Kind bekehrt und hast immer nur gestrebt, Christus, Jesus ähnlicher zu werden in deinem Leben, dann wirst du keinmal sein, so nu hat das Gebet. Das Ziel, das soll in unserem Leben immer sein im Leben, alle Tag in das Bild von Jesus Christus umgewandelt zu werden. Dass wir alle Tag von Tag zu Tag immer mehr Jesus Christus leugnen tun. Das soll uns Streben sein. Der Herr Jesus, er sieht in der Bergpredigt, wenn wir in Matthäus Kapitel 5, der letzte Vers durch, vielleicht soll ich dem hier lesen, du sagst der Herr Jesus, wie sollen vollkommen, oder sagt es, über jemanden vollkommen sein, gerade so als kein Vater im Himmel vollkommen ist. So dort soll uns Streben sein, als Gläubige, vollkommen zu sein in uns geistliches Leben. Aber ja, dann sagt einer vielleicht, na, das kann ich nicht erregen. Ich sehe nicht vollkommen, ich mag immer weiter, ich fehl immer weiter. In seinem Betrag vielleicht all inzwischen, dass ich meine Anvollkommen habe. Okay, dann habe ich auch genug Grund zum Wachsen geistlich. So, woran kommen viele Menschen in ihr geistliches Leben nicht vorwärts? Wie sein manchmal, wenn wir mal Menschen beobachten, dann so eine Worte zum Glauben kommen, einige, die sind Fuß, die nehmen Jesus an, als ihren Herrn und Heiland und Erlöser, und bald meist Fuß, dann sieht einer, so eine Person, die sind geistlich, die sind aktiv, die sind in der Gemeinde, die fehlen nicht, wenn die Gemeinde irgendeine Veranstaltung hat, so Bibelstunde oder Gebetsstunde oder eine andere Versammlung, sie fehlen nicht, weil sie haben ein Verlangen, so nie geborene Kinder, normal, so haben sie ein Verlangen zu wachsen. Und sie sind einfach durch. In bald ab, dann sieht man, sie sind auch in der Arbeit. Sie nehmen Diensten all über, wo immer sie können, wo immer der Herr in Gelegenheiten gibt, du tun sie all beiführen, im Geistlichen. Sie sind einfach bei der Sache, sie sind Gläubige. Vielleicht manchmal so eine Wort all viele Jahre gläubig sind, in Gottes Vorbild. Also sie sind ein Vorbild. Sie bringen Menschen, wo Jesus nicht kann, bringen sie nur Jesus. Also sie haben ein Verlangen, auch andere Menschen, das große Erlösungswerk, mit dem sie sind vertraut geworden, nur Jesus zu bringen. Menschen nur Jesus zu bringen. Wenn ein Prediger sagt mal, wenn wir Jesus annehmen würden, wie die nie wahre Geburt beleben würden, und wir fangen nicht kurz, aber es steht an, auch für die verlorenen Menschen eine Bürde zu feilen, eine Hortenssache, dass uns eine Last am Horten wird, dass wir für den beten tun, dass wir den besegnen tun, dass wir dem ein Zeugnis sind, ein gutes Vorbild sind, dass wir ihn vielleicht irgendwo anladen, vielleicht zu so einer Versammlung ist, wo wir weiten, wo das Wort gepredigt wird und so weiter. Also wer nicht vom Fuß anfängt, aktiv zu sein, mit dem Ziel, mehr Menschen zu erregen mit dem Evangelium, also der hat überhaupt nicht begriffen, an was die ganze Sache ging. Und wofür es dort nicht ans Anlegen? Wie handgreiflich das Ziel. Also in den nehmen von Tag zu Tag, wurden sie immer mehr verändert, in das Bild Jesu Christi. Und dann sind eine andere Menschen. Die fallen immer weiter. Die gehen immer weiter,
die gehen immer weiter und irgendwie scheint es so in das alte Leben dann. Und es steht, dass sie vielleicht Beifoten tun, halten Gemeindebühnen, dann sind sie immer ab halb ungewiesen. Also man muss den ohne Armsfoten, man muss den Flehen, wenn die sich verstaubt haben, heimgefallen sind, dann muss wir halten, der war ab Point, ich weiß nicht, kann Jesus leben das dort. Weißt du, so ein Unterschied sieht einer manchmal in den Menschen. Dort soll aber nichts dort sein. Wir sollen in unserem Leben geistlich wachsen. Der große Wunsch von unserem Vater im Himmel ist, dort seine Kinder, dort stark sind, dort gegründet sind. Die Bibel redet sogar von angewartet. Weißt ihr, was das meint, angewartet? Wenn wir noch mal einen Baum haben, das hat nerve Wind gekriegt von einer Seite, dann hat er an der Seite keine Warteln. Und dann, wenn man immer hostig, dass der Wind von der anderen Seite kommt, dann stirbt der Leich an. Wenn wir deep angewartet sind, dann verdrehen wir auch Gegenstand. Die Bibel sagt, wir sollen unbeweglich sein. Nicht ans Leben bewegen. Im Vierten, wenn wir im Geistlichen nicht gewachsen sind, dann kommen wir vielleicht mit einer falschen Lehre in Kontakt. Wir haben nicht mal ein Prüfungsvermögen. Wir können nicht mal prüfen, ist das eine biblische Lehre oder ist das eine falsche Lehre. Und dann lassen Menschen sich irgendwie in ihrem geistlichen Leben verleiten. Das passiert sehr, sehr viel. Weil wir haben von dir sehr viel Lehren in der Welt, mir geht es nun nicht am Nannte gehen in Einzelnen, wohnt alles da sein. Aber wir haben viel Lehren, die sind nicht 100%, die sind nicht gegründet ab der Heilige Schrift. So, und wenn wir gewachsen sind, geistlich, dann sind wir stark, unbeweglich. Wir lassen uns nicht hin und her leiden, hin und her bewegen. Weil wir sollen ein Segen sein. Gott sagt mal zu Abraham, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen für andere sein. Das ist der Wille von dem Vater. Seine Kinder, die sollen ein Licht sein auf dieser Erde. Wodurch die Menschen, die in der Düsternis leben, die sollen durch das Licht. So ist wie irgendwo hier, wie ein Zeugnis hier von der, das haben wir heute gesagt, ich will nicht mehr mit dir taub sein. Und Jana hat gesagt, ich will dir keinmal von Jesus vertalen, oder will wir das? Nur sagt er, das weiter auch, aber morgen, wenn du wirst so leben aus Jesus will, dann will ich auch irgendwie mitgereden worden und ich will nicht. Weil dort ist das Ziel von den Vater im Himmel, dort von seine Kinder, wo sind, du soll die Welt und aufschätzen können, was Christentum bedienen wird, wenn sie die beobachten, aus den Gläubigen. So, wir sollen ein Segen für andere sein. Wir haben in Hebräerbrief einen Vers, ich will ihn hier mal lesen, in Hebräer Kapitel 5, Vers 12. Wenn ihr die Bibel haben, lest du, weil wir mal hingehen, du sagst, dass es steht, ich will Vers 11 lesen, du sagst, dass wir haben viel über das zu sagen. Aber dort ist es nicht so leicht klar zu merken, weil es so schwer lehren. Und dann sagt der Schreiber von diesem Hebräerbrief zu den Gläubigen, die sollen all selbst Lehrer sein. So, das meint, die sollen all so groß und geistlich hingewachsen sein, dass die all imstande werden zu lehren, andere Menschen zu halten. Was ist nun hier? Und dann sagt er, aber je Brücken dort noch, dass die noch weiter, wer den Anfang von Gott sein Reden erklärt. Jünd mag noch mal gegeben worden, und noch nicht starke Kost oder Nahrung. So eine Menschen, die noch mal gegeben wird, sagt dort hier, dort sind noch mal junge Kinder. Ich will die mal fragen und fragen, was hast du von Eindruck von deinem geistlichen Wachstum? Wo busig bist du all gewachsen? Meinst bist du all du, wo die so sind? Oder das bist du noch nicht? Dort sagt hier wieder, wer noch von Mal leben muss, ist noch ein junges Kind und versteht das Wort von der Gerechtigkeit noch nicht. Aber starke Kost
dass eine starke Nahrung ist für ausgewaschene Menschen, die sich darin geübt haben, zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden. So hier können wir auch verstehen, dass das Gute von das Schlechte unterscheiden kann, braucht das geistliche Wachstum. In Vierten, das ist zum Stehen, wo Menschen, die auch längst im Glauben sind, die wollten noch nicht, was zu der Sache gehört. Die wollten nicht mal, was Gott sein Willen von ihnen ist. Paulus sagt, aber in steht der Korinther, einmal das Jüngste schon sein, dass viele von Jüngst nicht mit Gott bekannt sind, ungefähr so wie wir. Die haben nicht wirklich ein Verständnis von wer Gott ist, wo Gott verlangt, dass die leben sollen und so weiter. Also, wir sollen nicht bleiben, wo wir sind. Dort Streben, nur Wassen im Geistlichen soll ans lebenslanges Streben sein. Die Schrift sagt, dass in anderen steht, dass wir sind dort auserwählte Geschlecht. Gottes Volk, wenn wir in 1. Petrus Kapitel 2 lesen, Vers 9, wenn wir den Vers mal lesen, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, du sagst dort, aber ihr seid ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, dort die andere sein sollen, wo wundervoll da ist, die jün uit dem düsteren Rückgrat in sein wunderbares Licht gesagt hat. Also dort ist der Wunsch von unserem Vater im Himmel. Dort sein Volk, also die Priesterschaft, das Priestertum, dort wird in den Zeit abgerufen, damals im Alten Testament, dort Volk mit Gott bekannt zu machen und dort Volk nur Gott zu bringen. Sie werden du ähnlich im Alten Bund der Vermittler zwischen den Mensch und Gott. Wir sind von der dort geistliche Priesterschaft, die geistliche Priesterschaft in der Neuen Testamentlichen Zeit. Sofern wir Menschen in der geistlichen Leben nicht wissen, dann wird einmal gesagt, oh, die Widersacher oder die Satan, die wir so stark, die Versicherungen vielleicht so viel, die Kraft so klein, die Mut so leer, und man kann nicht wissen. Ich will zu Ihnen mal so sein. Ich glaube, als wahre geborene Kinder Gottes soll wir nicht dort aus dem Grund vergeben, dass der Widersacher so stark ist. Jesus Christus, er hat durch sein Sterben in Abstunden vom Tod, hat er dem die Kraft weggenommen. Als Gläubige, der wir nicht mehr so dort denken und so dort reden. Aber zwar wie das Gott sein kann, dort der Widersacher sei erschaffen hat, und dort er viel utrechten hat, und dort er einen großen Haus hat, und die Kirche, und die Gläubige, sicher. Aber wenn wir so das sein, dann do wir ähnlich dort große Erlösungswerk, was der Herr Jesus am Kreuz vollbracht hat, klar mehr. Die Schrift sagt, ich will hier bis einige Versen bosig erwähnen, dass jeder verstehen kann, was die Bibel sagt. Wenn wir in Kolosser Kapitel 1, Verse 13 lesen, du sagst dort, und dort meint Jesus, hat uns aus der Macht von der Finsternis rückgerat. Und hat uns in ein Reich von seinen Sehen versaat. So wie sind rückgerat aus der Macht von der Finsternis. Dort sagt wieder in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, dort durch wen ist der Sehen Gottes erschienen, also ab diese ihr, die Worten vom Teufel kaputt zu machen, zu zerstören, sagt er im Jüdischen. Im Hebräer Kapitel 2, Verse 14, du sagst dort, durch seinen Tod, den zu vernichten, der die Gewalt von dem Tod hat, nämlich dem Teufel. Also durch den Tod.
Die Schrift sagt wieder, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, Kindlein, die sind von Gott und die haben gerne überwunden, weil's die wohnen in Jünd ist, der ist stärker als der, was in der Welt ist. Lest das in die Bibel nur, 1. Johannes 4, Vers 4. Der, was in Jünd ist, wer ist in uns? Wenn wir wahre geboren sind, dann ist Gott sein Jes in uns. Und wenn Gott sein Jes in uns ist, dann sagt die Schrift, der ist stärker als der, was in der Welt ist. Und wer ist in der Welt? Das ist der Widersacher. So, kick mal, wir haben eine riesengroße Kraft in uns, wenn wir Jesus Christus in uns herrschen lassen, regieren lassen, wenn wir verarmen und absehende Seed sein und so weiter. Dort sagt in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, wir weiten, dort wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich und der Arge, dort meint der Widersacher, der wird am nicht antasten. Weil dort ist vielleicht ein Vers, den kennen viele sehr schwer verstehen. Aber kick mal, wenn wir in Jesus Christus sind und wir am bleiben. Was hat der Widersacher bei Jesus zu sehen? Der Widersacher weiß dort sehr gut, dass er für den Herrn Jesus verloren hat. Der Herr Jesus hat einen Triumph über am vollbracht. Wenn wir diese Vers mal lesen, in Kolosser Kapitel 2, Verse 13 bis 15. Ich wollte hier einfach im Plattdeutsch lesen, dann höre ich mal, was du sagst. Du sagst, dass die wären zu einer Zeit geistlich tot in jene Sünden und in jene fleischliche Natur. Aber Gott hat durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen vom Gesetz her gegen uns stund, durchgestrickt und über Zeit gebracht. Er hat den Schuldschein an dort Kreuz genagelt. Und dann habe ich mir, was er hier sagt, der 15. Vers. Er hat die Gewollten in die ersten Herrschaften ihre Kraft wahrgenommen. Das sind nicht wieder, was ich hier hineingeschrieben habe. Das stehen in jener Bibel auch. Lest das du wirklich, Kolosser 2, 15. Er hat die Gewollten in die ersten Herrschaften ihre Kraft wahrgenommen. Er mögt anto ein Absein für alle Menschen in Lehr am Wach aus festgenommen. So keiner, wollte ich Ihnen sagen, das ist keine Entschuldigung, nicht für die, nicht für mich, nicht für keinen, zu sagen, ich kann du nicht im jährlichen Leben fair kommen, weil der Satan so stark ist mit all seinen Versagungen, mit all seinen Gegenständen, wo immer er umwandern, wo immer er Brücken, der vielleicht Steine im Weg zu rollen von jedem einem. No. Nur Jesus Christus, er ist Sieger gegen all die Mächte, gegen den Satan und so weiter. Weil ihr Ferken, woran Menschen nicht wissen in der jährlichen Leben, ich will dort will ich einfach nicht überspringen. Einmal erwartet wie von einem Mensch, dass er soll wissen, was nicht mal geboren ist. Kick mal, zum Wissen, da muss ein Mensch geboren sein. Ein Kind, das nicht lebendig zur Welt gekommen ist, das wird niemals wissen. Das kann nicht mal wissen. Weil Wachstum, es bist du, und kann bist du passieren, wo Leben ist. Und ich weiß, das ist manchmal der Grund und Ursache, dass eine Person, er sagt zwar, er ist zum Glauben gekommen, er sagt, er ist zum Leben gekommen, aber er ist wirklich, dort ist die Frau, nicht so? So kein Mensch wird niemals wahre geboren ist, es reut zum Anfang zu wissen. Insofern erleben wir beleben ein Ding und dann holen wir dort für unsere wahre Geburt. Eine Erfahrung ist nicht eine wahre Geburt.
Also nicht alle Erfahrungen, was ich merke, meint, dass ich wahre geboren bin. Eine wahre Geburt ist eine Erfahrung, unbedingt. Aber nicht alle Erfahrungen, was ich belebt habe, nicht alle Belebnisse, was ich belebt habe, meint, dass ich wahre geboren bin. Wir kennen vielleicht, ich weiß, dass ja Menschen, die haben Gott an eine Sache gebet, und dann hat Gott noch das Gebet erhielt, und dort ist nicht die bewusste Fähre zu sein, sie sind wahre geboren, weil Gott hat mein Gebet auch erhielt. Und das Gebet kann vielleicht irgendeine andere Sache sein, was vielleicht mit einer Krankheit oder mit irgendwas zu tun hat von einer Familie. So wie man nie geboren sein. Ich kann diese Kirche nicht, deswegen kann ich ganz frei sagen, ich kann dein Leben nicht. Aber ich weiß, dass ja von den Menschen, die haben nicht die wahre Geburt belebt. Sie sind all in der Gemeinde abgenommen worden. Sie leben zwar in der Gemeinde, aber das ist kein Leben mehr. Sie sind bloß so eine, die mitfahren tun. Sie merken zwar mehr, und merken vielleicht auch nicht mal großen Trouble in der Gemeinde und so weiter, aber das ist kein Leben mehr. Oder der andere, der hat vielleicht sogar sich taufen. Weil, wenn du getauft bist, das meint du noch nicht, dass du zum Leben gekommen bist. Das ist nicht, was das meint. Das ja von der sehr viele Menschen, die sind getauft, aber die sind geistlich tot, das ist kein Leben mehr. Weil sie haben diese Begegnung mit Jesus nicht belebt. Die wahre Geburt, wo der Heilige Geist in uns wirkt, wenn wir das Wort hören und das Wort abnehmen. Das ist, was in der Apostelgeschichte zu lesen ist. Das Wort, was du gepredigt wird, also das Wort Gottes ist der geistliche Samen, und wenn dort in den Menschen nennt, wenn der Mensch fruchtbar ist, wenn der Reut ist, dort zu empfangen, dann passiert die geistliche Wahrheit. Wie kann das man so nicht sein? So als Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, dort ist ein Bezus der Wind, sagt er. Wir können nicht sein, wo der herkommt, wir können nicht sein, wo der bleibt, aber wir sein der Date wird. Und so ist die geistliche wahre Geburt. Wir müssen nie geboren worden. Dann sind da andere, die verloren sich da ab, sie haben mit der Kirche geschenkt. Sie hielten erst einmal die Kirche, nun sind wir in diese Kirche gegangen, weil ist dort eine wahre Geburt? Wo kann wir in der Bibel sein, dass dort eine wahre Geburt ist, wenn ich mit einer Kirche change? Ein Prediger sagt mal, dass wir nicht anders, als wenn wir in Dauden, wenn Kirche vergruben deuten, dann machen wir dem nur eine andere Kirche auf, dann begraben wir den durch. Dann legt die durch, aber dort, das ist kein Leben mehr. So mag ich das Leben in Jesus Christus, dort muss wir haben. Oder noch der andere hat vielleicht Dinge in Ordnung gebracht. Vielleicht hat er sich mal schwer versündigt und irgendwem hat ihm was weichgestohlen, es mit wem ein große Probleme gewesen, hat er das alle traggestellt, weil das nicht eine wahre Geburt. Oder hat vielleicht sich sogar auch viele Dinge aufwahren, ne? Ich rede mal mit einem, früher, dem Moment nur sein geistliches Leben, was er wird zum Glauben gekommen, und dann verteilt er von all den Dingen, wann er sich aufgewandt hat. Er schmeckt nicht mehr, er trinkt nicht mehr, er pflegt nicht mehr. Er hört sich nicht mehr ran, verschiedene Dinge mehr. Man kann sich noch ein Teil Dinge auffahren. Wo sagt das in der Bibel, wie es mir in der Bibel steht, wo das sagt, wenn ich mir da Dinge alle auffahren, dann sei ein Kind Gottes geworden. Das nicht, dass das funktioniert. So, ich will bis klar merken, Geschwister, wenn ein Mensch nicht weiß, ich will nicht sagen, dass das einmal der Grund ist, aber sehr fertig, da mal deep nur gruben, dann wirst du das morgen, das ist kein Leben mehr. Und deswegen kann der Mensch nicht wissen. Das ist ein sehr wichtiger Grund. Bloß an das Gewalt, wenn wir dort klar merken, eine Plant kann anfangen zu wissen, damit du leben werden sein, ein Kind kann anfangen zu wissen, damit du leben werden sein, und ein Christ kann anfangen zu wissen, damit du leben werden sein. Dort ist klar. Der andere Grund, warum wissen Menschen nicht in ihr geistliches Leben? Fertig passiert dort wenn vielleicht eine Ofenversammlung ist, wo das Evangelium gepredigt wird, angelohnt wird, dann kommen mal Menschen zum Glauben. Das ist doch sehr fein, nicht? Man freut sich dazu, die Kirche freut sich dazu, die Eltern freuen sich dazu, dass unsere Kinder zum Glauben gekommen sind und so weiter. Aber das ist alles. Das ist keine Nacharbeit.
Und weet je, in Lam, Jesus sagt zu Simon Petrus, nur dem, dort sich man am begehen, als vom Tod abgestoßen wird, dann sagt er an, du meine Lama werden. Weet je, ein nie geborenes Kind, dort wird gepflegt. Verken, dort darf sind, aber nicht nur selten passiert dort ein Mensch vom Nien geboren wird, also ein Kind Gottes Wort, und dann bloß versalzt, oder Messkrieg versalzt, ladet so, was die bloß. Die meisten Menschen, die sind ab halb ungewesen. Die muss wie pflegen. Die muss wie bereinigen. Wenn die sich verschwindet haben, dann muss die bereinigt. Und dann muss die Ware abgehalten. Wenn die vielleicht gefallen sind, dann muss die Ware abgehalten. Wir müssen uns an die kümmern. Wir müssen die Mahl geben. Wir müssen sein, dass die ihre Nahrung kriegen. Wir müssen ihn beschützen, vielleicht von fremden Lehren oder von falschen Lehren oder von schlechter Gesellschaft oder von irgendeiner gottlosen Gesellschaft. Wir müssen ihn schützen. Also, Jesus sagt, wir sollen die Menschen zu Jünger merken. Und dann sagt er auch noch, lied an Hohl. Also, lied an Hohl. Alles, was ich euch befohlen habe. Also, ein Kind muss gelehrt. Hohl. Alles, was ich euch befohlen habe. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 bis 30, du sagst dir einmal, kommt alle an mich. Und schau mal, wenn ein Mensch ist nur Jesus gekommen ist, der zweite Vers, du sagst dort all, nehmt mein Joch ab mich. Weißt ihr, was das meint, ein Joch? Ein Joch ist irgendwo, wo einer Taub spannt. Jahren 3 werden immer ein paar große Assen Taub gespannt mit einem Joch. Dann deuten 2 oder 4, wie viel immer werden, deuten die Taub an eine Sache tragen. Und dort ist, wo Kinder Gottes machen, die machen sich nur dem, dass sie nur Jesus gekommen sind, wenn sie wollen was in ihr jährliches Leben, dann machen sie sich mit Jesus taub spannen. Also wir müssen in das Joch treten, wo der Herr Jesus Christus selbst ist. Ein anderer sehr wichtiger Grund, was ich erwähnen will, dort ist, wenn Menschen in ihr jährliches Leben nicht fair kommen, was dann, sie leben noch in der alten Welt. Sie leben in der alten Welt. Und das sollen wir nicht. Wir sollen alles, was zu der Welt gehören wird, dem muss wir aufleihen. Das fängt wir ab so viele Städten geschrieben. Wenn wir in Kolosser Kapitel 3, Verse 6 lesen, du sagst das sehr klar, dass wir sollen aufleihen. Alles, was dort sündliche, weltliche, alte Leben gehören wird. Also, wir leben in der alten Welt. Ich habe immer Bilder von dem Alten Testament angewiesen. Und ich will nur noch ein Ding ab dort anwiesen. Wer das Neue Testament verstehen will, der muss das Alte auch verstehen. Der muss wissen, was in das Alte Testament geschrieben steht. Das ist eine sehr, sehr große Haupt. Aber diese Geschichte, von wo Israel mal soll in Ägypten rückgerat worden durch Mose, die Geschichte kann ich nicht so. Dort Gott mit einmal zu Mose sagt, zu Mose und Aaron, gut mal nur Pharao, dann fang mal an. Fang mal irgendwo an. Und dann wird du ein so ein, wo sagt man so, dann wird du so ein Kampf oder so ein Verhandeln. Mose deal mit Pharao. Und dann wo fangen sie an? Das sind die Geschichte mal studieren. Kijk mal, Mose sagt, wir wollen hier uit Ägypten raus. Und dann fängt Pharao an und will das Volk nicht gehen lassen und sagt schließlich einfach so wie beten und sagt je kann gegen Gott wahrlich ein Opfer bringen, aber du das bis hier kriegt. Wir wollen den durch und durch einen Raum, einen Platz geben, kann das hier in Ägypten gut tun. Viele Menschen, die sind zufrieden, oh okay, die können in der Welt leben, zu derselben Zeit noch für Gott leben. Das schafft gut. So, und dann wie Moses dort nicht gut, dann dealt er wieder mit Pharao und dann sagt er mit einmal hostig, okay, dann wollt ihr dann schließlich gehen lassen.
Aber dann sage ich da, aber gut nicht te weit. Gut nicht te weit. Weet je, in dit verken die Christen bedeuren. Sie wollen nicht te weit weggehen. Sie wollen immer sehr studieren, nicht so? Sie schaffen damit in seinen wüsten Grenzen, nicht so? Sie wollen eigentlich mit dem Verlangen leben, sind immer so, sie möchten ein Foto in der Welt haben, und den anderen noch in der Kirche oder in der Gemeinde, bei Gott und so weiter. Ab die Grenze wollen die immer leben. So, Pharao sieht, die können gehen, aber nicht te weit. Dann deal hier wieder, dann schließe ich mit einmal, dann sage ich Pharao, okay, dann könnt ihr gehen, aber dann soll ihr jene frühesten Kinder hier lassen. Mose sagt, no, wir nehmen alles mit. Wir gehen mit der ganzen Familie. Dann ging er noch wieder, und dann ging das noch wieder, und schließlich dann sage ich Pharao dann, okay, dann kann ihr jene Familie auch all mitnehmen, aber dann soll ihr wenigstens jene Schub oder jene Tiere lassen hier. Ich weiß nicht, als ihr an ein Bild denken, wo hielt sich dort? Mose sagt, wir lassen nichts hier. Nicht eine Klaue, sagt der Wort hier blieben in Ägypten. Wir gehen mit alles, wir verloren total Ägypten. Was glaubt ihr? Ich will Ihnen ein bisschen eine Frage stellen. Warum muss sein, nu wird Mose gesagt, okay, das ist ja fein. Wenn wir unsere frühes Hiloten machen, dort werden wir nicht. Aber Kinder Hiloten? No, Kinder Hiloten auch nicht. Aber ans Gerätschaft, ans Feu, ans Schub, die Hiloten, das schafft vielleicht noch. Wo weit glaubt ihr, wird Israel in die Wüste gekommen sein, was sie würden sein drehen? Nee, der Schub. Ich will Ihnen sagen, das sind Bilder, die hat der Herr in der Bibel passieren. Ich glaube, kriegt doch, was der Bruder ich soll sagen dort. Du kommst ein Moment, wo sie zu den Entschluss kommen, wir lassen reich nicht in Ägypten, wir gehen mit alles, was sie haben. Und dann passiert, dann ging Israel durch das Rote Meer. Das Rote Meer hat sich auf, dann ging Israel durch mit alles, was sie hatten. Und dann, als sie durch werden, check mal, dann kommt das Wutter war dann wieder tau. Du wie kein war ich drei. Ich glaube von der, Geschwister, ich will Ihnen dort sagen, von der gibt es so viele Menschen, die haben Dinge in der Welt, wo sie nicht losgelassen haben. Sie haben sich nicht losgemerkt von dort, was in der Welt ist. Weißt ihr, wir sollen uns von alles losmerken, was hinter uns ist, damit wir vergehen. Und ich glaube, ein Grund, wegen was Ferken wie Dinge nicht loslassen können, was hinter uns sind, das sind ungeregelte Dinge. Ich tue das nicht unterstellen, dort Menschen, die können sagen, okay, die sind zum Glauben gekommen, und ich habe mit Jahren nach Jahren große Untersatungen, oder ich werde ihm vielleicht in Deutsch schuldig, oder eine andere Geschichte. Dort ich nu kann sagen, okay, das geistliche Leben hat nichts mit dem Natürlichen zu tun, ich brauche nichts regeln. So ein Mensch, der was in sein geistliches Leben geht. Wie man die Vergangenheit, der muss geregelt, der muss wie loslassen können. Glaubst du, du wirst eine Sache loslassen können, wenn du immer war, wenn du den Mensch sitzt, dann denkst du daran, wo sehr schlecht du den mal behandelt hast, wo du den mal belehrt hast, wo du den mal bestohlen hast. Du wirst dir immer an denken, die werden immer bodern, du wirst in dein Leben keinmal Fährweg kommen können. Aber du wirst demutig sein und die Sache einfach regeln gehen. In Ordnung bringen, dort mit dem Nober oder wer immer das ist, mit der Früh oder mit dem Mann oder mit der Kirche oder wem immer das ist, die Sachen in Ordnung bringen. Fertig ist es so, wie Hand der Welt so läuft. Wir können die nicht loslassen. Du sind Dinge in dieser Welt, die haben wir so leicht geworden. Wir kicken uns um. So lot seine Früh dort. Ich glaube, lot seine Früh hat durch die Jahre in Sodom und Gomorra Dinge leicht geworden. Als sie dann die Stadt verloren, dann können sie bis nicht anders, als sie kicken sich an.
Weet je, en dat zijn hinder in ons geestliches Wachstum. Wenn wir uns nur Dinge ankicken doen, wollen wir nicht so mehr in unserem Leben Raum geben. Vielleicht sind das Dinge, wo wir uns nur ankicken doen, das sind vielleicht unsere alte Freunde, mit denen wir top einmal gelebt haben. Die können wir nicht loslassen. Wir sind immer weiter in Kontakt mit euch. Ich glaube von der und da, weil ich dort ganz frei sein, ich glaube viele Mal soll wir, wenn wir zum Glauben gekommen wären, dann soll wir uns fundlich sein und dann soll wir all die Kontakte, mit denen ich in gottloses Leben gelebt habe, die glaube ich einfach umbassen, bis einfach uit uns Fund rütlaschen. Die einfach uit uns Fund rütlaschen. Weil dort sind alle Freunde, mit denen deine ich immer den Beisen findet. Und nu habe ich ein neues Leben. Ich kann nicht mit denen nicht mehr Kontakt haben. Aber dann von der, no, das ist alles zu schuld. No, den Freund, dem gleich ich, dass dem könnt noch irgendwo Geld verdienen oder so weiter. No, den hol ich. Oh, dann bald hat er einen gottlosen Estado. Oh, dann sitzt einer dem Estado von den gottlosen Freund. Und dort vielleicht in Estado wohnen an sie irgendwo sein soll. Das ist vielleicht schädlich. So, behalt dort. Merken los von der Welt. Von alles, was in der Welt ist. Die Kinder Gottes, die hier nun nicht mehr in dieser Welt, sondern sie sind vom Licht zum Leben gekommen. So ist ich schon lesen, der Herr, der hat uns rückgerat aus dieser bösen Welt und hat uns in sein geistliches Richtning gesagt. Du lebst nu. Du hast nu unsere Interessen. Ich hatte die Geschichte mal vertalt. Ich wollte Ihnen auch vertellen. Du wirst mal ein paar besuchte Männer, die werden ja dann so mal nicht klar, aber das ist ja dann einmal nicht unverständlich, wegen was die dann so eine Entscheidung treffen. Aber du wirst mal ein paar Männer, die stehen am Boot ab und zu der Zeit wird es noch nicht so Dach und Land, als es von der allerwein ist. Sie können ja nicht sein, wo die Stadt wird, wo hier sie werden, so wieder. Sie werden müssen am Wasser. Dann fangen sie an zu rollen und zu rollen und zu rollen. Die meinen sind all weit weg. Und wenn einmal dann kriegt ihr den Eindruck, ein anderer den Eindruck, die sind hier noch einmal, kriegst du einmal. Dann fragt dieser den anderen, hast du die Lamm gleich losgemerkt? No, das hat er verjeten, der Lamm loszumerken. So, alles anstrengen wie verjährt. Ich glaube von der, dort ist viele Gläubige ihre Geschichte. Sie haben sich nicht angedacht, dass wenn sie wollen verweicht kommen in ihr geistliches Leben, dann würden sie sich schwer machen, losmerken von der Welt. Weil die Welt hat so ein anderes Denken. Die Welt ist so ganz anders. Der Geist, der in der Welt herrscht, das ist so ein ganz anderer als der Heilige Geist. Die passen nicht mal auf eine Stelle ein bisschen taub. Der hat dort ganz verschieden. Wenn wir in 2. Korinther Kapitel 6 lesen, du hast wieder sehr klare Beschreibungen, wo verschieden die sind. Die passen nicht taub. Dort sagt es hier, Vers 14, 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14, lot ihn nicht taub spannen mit so einem Wort nicht glauben, weil das Wort kann Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit zu tun haben. Oder Wort kann Licht mit der düsteren Gemeinschaft haben. Kann Christus mit Satan stemmen? Was haben die, was glauben, taub, mit die, was nicht glauben? Was hat Gott sein Tempel mit Jada zu tun? Wir sind doch dem lebenden Gott sein Tempel. So ist Gott sagt, ich will manch an Leben und wohnen. Ich will er Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und wieder, verlud an. Wenn jemand mit einem Haus nehmen will, dann sagt er hier, verlud an. Und sondert gehen auf, habt nichts mit anderen zu tun. Dann will ich gehen annehmen. Und ich will gehen Vater sein und je soll meine Sehens und Dächter sein, sagt der allmächtige Herr. Liebe Freunde, wenn Gott uns dit alle versprochen hat, dann will wir uns nu von alles reinigen,
wo Körper in Jes besüdelt in Gottesfurcht heilig leben. So, denk bloß über dein Leben. Ich weiß je nichts von, was du geboren bist. Ich weiß es nicht. Aber wenn Gott durch seinem Geist die an Dinge erinnern wird, wo du an Dinge gefesselt bist, was noch zu dieser Welt gehören, und du wirst nicht loslassen, so Gott wies die dort, aber du sagst, nee, ich will nicht loslassen, weil es mir zu schon. Dann will ich zu dir so sagen, verjährt von Wasser. Brauchst dich nicht mehr anstrengen. Wirst sowieso keinmal fähre wegkommen. Wir machen in der Heiligung leben. So wie hier sagt, so wie ich hier gelesen habe. Wenn wir diese Verheitung haben, dort Gott will uns leben und wandeln, dann werden wir uns reinigen. Ich will noch ein Ding sagen. Woran wissen Menschen ihr geistliches Leben nicht? Sie nähren sich gut. Also, das ist gut Nahrung. Wenn die Kinder erst unernährt sind, dann werden die immer krank, die sind gut stark, die wissen nicht. Und dann lassen die Eltern die Kinder mal testen. Oh, dann sagt der Doktor, die sind nicht gesund. Was geben wir die? Eten die nicht gesund? Kriegen die nicht ihre Vitamine? So, ein kluger Doktor, der ist sehr neugierig, wenn wir einem Doktor vorne krank sind, die fragt, was wir eten. Und ich will auch zu dir so sagen, wenn du nicht gesund dein geistliches Leben nährst, dann können wir auch nicht gesund sein. Dann können wir auch nicht wachsen. Also dort sei du von abhängig, wo gesund wir uns nähren tun in unserem geistlichen Leben. Die Nahrung, der ist irgendwo, wo unsere Säule zufriedenstellen wird. Jesus sagt, ich sehe das Brot für das Leben. Ich sehe das Brot für das Leben. Dort war hoftige Brot vom Himmel gekommen. So wie man Jesus Christus mit einem geistlichen Bild, weil ich mal so sagen, eten. Wir machen uns Körper, uns geistlichen Körper, den innerlichen Körper, den müssen wir nähren. Indem dort wir sein Wort lesen, will ich kicken mal, die Bibel, dort ist jedoch das Wort Gottes, nicht so? Das ist jedoch das Brot für unsere Seele. In Sambu hier, dort diese der all. Fangen ist es so aus dem Kind Gottes, dann weiter dort die Bibel lesen, dort gehört unbedingt im Christentum. Das ist ja normal. Weil wer nicht die Bibel liest, wer kann auch sagen, dass er ein Christ ist, wenn er nicht die Bibel liest? Aber ja, ich habe von der auch noch nicht. In Bosig nehmen wir die Bibel und wurde mal auf da, ich muss sagen, wurde aufgehört und dann Bosig aus Pflicht lese ich einen Ausschnitt an die Bibel gelesen haben. Aber ich will dich mal fragen, das dort nähren, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man sich dort die Bibel liest. Ich meine, das ist überhaupt keine Nahrung, nahrhaftig. Aber wenn wir das Wort einfach genießen, wir nehmen dort in uns, wir haben einen Hunger und Durst nur die Gerechtigkeit. Und wir kicken dort einfach nähren. Und wir nehmen dort zu uns. Und dann du ever nur sein. Ever nur denken. Wahrheit. Im Alten Testament werden all die Tieren, was Wahrheit deuten, aus rein betekent. Und ich glaube, das ist ein feines Bild von der, wenn du Samaris die Bibel gelesen hast. Nu wirst du vielleicht nur mehr mit wem treffen. Und der Jan, der würde ihm mal hastig fragen, hey, kannst du mal sagen, was du von der gelesen hast? Habe ich überhaupt, ja, ich habe gelesen. Man fällt das bei, ich habe gelesen, aber was wieder? Wieder im Neuen Testament, wieder im Alten Testament. Mensch, ich habe einen Bus für je. Ich will je ein bisschen mal fragen. Ist das Nordhof? Ist das Nordhof? Das ist nicht Nordhof. Dann kriegen wir nicht unsere Nahrung. Das Wort Gottes, das muss gegeben. Wir müssen uns über nur sein. Wenn ich zum Beispiel von der das Wort lese,
Da wurde ich durch den Tag über nur denken. Nachsinnen. Nur denken. Immer Wahrheit haben. Weet je, dat is een woord wat helemaal oud. Dat kijkt helemaal uit. Dat is niet zo van wie irgendwann aan moet kijken je mul aan. Nou, niet dat alles tijd buiten die tjaveren eruit met. No, dat woord Gottes, dat moet we boven eten. Dat moet we in ons nemen. Weet je, deze gemeenschap, dat is, Jesus zegt, mijn Fleisch, dat is de rechte Speise. En mijn bloed is de rechte drink voor je leven. So, und das, was ich will sagen, wir machen Jesus Christus eten. Wenn wir wahre geboren sind, noch ein Ding, was sehr wichtig ist in unserem Leben, wenn wir wollen wissen, dort ist, dort in unserem Leben ist ein Herrschaftswechsel passiert. Dort meint es ein anderer König, wird über mich nu regiert. Vor dem, dass wir zum Glauben gekommen werden, dann wird dort ich selbst, was in mein Leben bestimmt. Oder vielleicht auch der Teufel. Aber nur, dass wir zum Glauben gekommen sind, nur ist dort Jesus. Nur ist er nicht bloß mein Radar. Viele Menschen sind so dankbar dafür, dass Jesus entgerät hat. Aber er will auch noch wieder bei uns sein. Er will auch in mein Herr sein. Weil je ein Herr zijn over wem, dat meint dat ik dat bestem, de Herr, dat bestem over mijn leven. Jesus sagt, ich habe eine Stelle im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, du sagst, warum nannt ihr mich überhaupt Herr? Und dann doch nicht, was ich sage. So, ich mal, du musst einen Herrschaftswechsel in unserem Leben passiert sein. Jesus regiert. Und ich kann dir das ganz 100% garantieren. Bei jeder wahre geborene Kind Gottes, wo Jesus Christus ohne Kontrolle ist, so ein Mensch warst. Wie es mir ein einzelner Mensch in der Welt, wo Jesus Christus Herr allein ist im Leben. Und der Mensch warst nicht. So ein Jeftet nicht. Aber du, wo ich will Herr sein, du, wo ich über mich regieren will, du fehlt dort Wachstum. Du blieben Menschen klein. Und was ihr dort schade Ding ist, Menschen dort ist nicht so, dort wieder du blieben. Ich sage immer, wenn ein Mensch du blieben dort, dann würde es noch gut sein. Aber ich lebe immer im geistlichen Leben, bloß ein von zwei Dingen. Man wächst oder man nimmt auf. Man wächst oder man nimmt auf. Du kannst nicht für eine längere Zeit auf ein Level bleiben. Das schafft nicht. Das schafft nicht. Das geistliche Leben, wird immer weiter gesagt, dort liegt eine Bicycle fort. Oder ein Motorrad, wo wir mit zwei Rädern am Vorrad sind, du fährst oder du fällst um. Aber die können nicht stehen bleiben. So werden dieser Herrschaftswechsel. Und ich will dir mal fragen, wo soll der Herr, oder wo soll lässt du den Herrn in dein Leben bestimmen? Das ist eine Frau, die kann ich mich auch fragen. Die darf ich mich auch fragen. Und ich will auch nicht sagen, dass ich nu würde mich übernehmen zu sein, dass ich sein, wo ein Mensch soll sein. Ich kann auch noch zu wissen. Aber wie viel Prozent hat der Herr zu bestimmen in dein Leben? 50? 70? Oder 90? Oder nochmal 95, 99? Wie viel Prozent lässt du bestimmt der Herr in dein Leben? Wenn du nicht sagen kannst, dass der Herr 100% dein Leben bestimmt hat, dann habe ich noch Grund, um uns wieder angeben. Weil ich glaube, dass kein Mensch sein Leben gesehen da aus so einer, wo du kannst sein, der Herr ist ein in alles in mein Leben. Weißt ihr, wundert geht mal über Paulus. Was der Mann alles steht. Was hat der Mensch gekriegt? So als er dann wird, so eine Umstände als dann wird. Wie viel Kontinent hat er mit dem Evangelium erlebt?
Gemeinde ist gegründet. Aber ich will ein korter Satz von den Mann sagen. Dann haben wir ein sehr klares Bild von den Mann. Das sagt nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dort ist entscheidend. Wenn Christus in dir lebt, dann wachsen Menschen. Dann kann ein Mensch wachsen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir wollen im geistlichen Leben wachsen. Dort ist dort wir aktiv mitmerken dürfen. Dort in unserem Leben auch, dort geistliche, ich sage mal so, dort geistliche Wuter, dort rand in den Menschen nähern, aber dort muss dich ran. Dort muss dich ran, weil wenn Wuter bloß näher rand, und nicht dich ran, dann fängt das Boot an zu stinken. Dann fängt das Boot an Schlag zu regen. So, dort Wuter, Jesus sagt, wer um mich läuft, so ist die Schrift das sagt. Von dessen Leibe werden Ströme von Wasser fließen. Kijk mal, dort ist so, dort rand nähern, aber dort rand plus dich. Und so soll es im Leben passieren. So soll es im Leben passieren. Wenn je in Israel gewesen sind, kann je dort durch der Jordan, dort rand je das Wasser so durch den See Genezareth. In der See Genezareth, der hat auf einer Seite, dort rand das Wasser nähern, und auf der anderen Seite rand das Wasser rührt, nicht so. Und du sind, glaube ich, hunderte tausend Menschen, die sich nähren und die Leben kriegen von all die dort Leben gewesen, was in den See Genezareth ist. Dort du wegen so Leben, dich willst du dran nähern und dort dran rührt. Und dann rand das Wasser bis noch wieder und dort tut je mehr nähern. Und weißt du, wo dann dort ein mehr ist? Du rand nicht stark. Dort rand bloß einmal nähern. Und dort ist ein ganz deutlich mehr. Dort so saltig, man kann sich ab der Reihe, steht am Wuter du leim und jetzt hat nicht mal unja. Dort ist so saltig. Also, guck mal, dort ist ein feines Bild von wo ein Kind Gottes sein Leben soll sein. Dort geistliche Wuter. Und weißt du, dort geistliche Wuter, das wird von Gott kommen. Dort rand in uns nennen. Und dann muss dort wieder ran. Dann muss dort in uns, in andere Menschen, in geistlich deutsche Menschen, die machen du von zu schmacken kriegen und so weiter. In der Gemeinde und so weiter. Weißt du, ein anderer Grund, wo Menschen nicht wissen, ich will noch ein paar Dinge zum Schluss sagen, ich sehe, die Glocke ist über dem Messkrieg, Titel, wir aufschließen tun. Sie holen sich nicht für Tod gehen über den Sinn. In der Apostel Paulus, er sagt das, in Römer Kapitel 6, sehr klar, wenn du wollen von Verse 11 bis Vers 14 lesen, du sagst es sehr klar, dass wir sollen uns für geistlich Tod, wir sollen uns für Tod holen, wenn es kommt zu den Sinn. Also, wir sind gestorben. Uns Leben, uns Eck, uns aller Mensch ist gestorben, du, wo wir Jesus annahmen, nicht so? Wir starben, in ein neuer Mensch kommt zum Leben. Und nun müssen wir uns für Tod holen, wenn es kommt zu den Sinn. Ich weiß dort, dass wir sind immer wahrer geneigt. Wir sind immer wahrer, kommen wir in Tiden nennen, wo die Versicherung durch ist, wo der uns verleiden will zu den Sinn. Aber wenn ich mich für Tod holen will, das ist zum Beispiel, ich habe keine Hängmeier. Ich habe keine Hängmeier. Das ist eine, früher wieder mal im Zug, und hast du eine Männer, die süppen da und haben die Karten, spielen die Karten, und mit einzelnen sagen sie zu der Früh, komm mal in unseren Kranz nennen, weil wir mal Karten spielen. Nun sagt die Früh, ich habe keine Häng. Oh, du hast nicht Häng? Jo, du hast gehängt, sehen sie. Dann sagst du, aber das sind gleich meine, die hier in Christus. Ich habe keine Häng. Ich lebe dort für das Bedienen, wenn die Schrift sagt, halt ihn für tot. Also, ich lebe gleich mehr. Wir machen uns aller Mensch, der muss Kreuz nehmen. Die Schrift sagt, wir sind mit am Tod gekreuzigt worden. Und uns aller Mensch, der muss Kreuz bleiben.
Solange uns wir hier ab diese Iros Christen wollen leben. Ich persönlich, ich weiß, dass ja verschiedene Erklärungen, wo die Schrift redet von der Kriegsdrehung. Die weiß nicht, in der Bibel redet von, wie sollen dort Kriegsdrehung, nicht so? Ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, dort Krieg, wo die Bibel von redet, was wir als Gläubige drehen sollen, dort ist dort, wo uns alle Menschen als ungenäht worden. Dort können wir niemals können wir uns losmachen. Ich weiß, dass uns alle Menschen, denen ist das immer gleich, in der Welt mehr einmal nicht. Da braucht man nicht mal eine Kreuzigung, da braucht man einmal ans Fleisch und Blut kriechen. Aber wir müssen leben. Aber der Herr will uns das halten drehen. Wir beleben Menschen Niederlagen im Leben. Und immer waren Niederlagen im Strugglen. In ein jährliches Leben strugglen der immer waren. Und dann schließlich, okay, die Hand den Mut merken sich, waren ab, beten, am Vergebung und so weiter, aber irgendwann fallen die Waren, legen Waren. Und schließlich verlieren die den Mut. Weißt ihr, wir sollen Mut haben zum Abstehen. Wir sollen einfach nicht liegen bleiben. Wenn wir nicht liegen bleiben, dann kann in deinem Leben passiert sein, dass du liegen geblieben bist oder dass du hingefallen bist und hast einfach muss abgeben und sagen, und ich habe mit Menschen geredet, die sagen, ich fall immer weiter und ich fall immer weiter und ich habe Hoffnung abgegeben, dass ich etwas von dem Ding loskomme. Und dann ergeben sie sich einfach den Unglauben und leben wieder in den Sinn und haben nicht mehr dort Vertrauen, nicht mehr den Glauben an den Herrn, dass der Herr ihn erlösen kann und erlösen will und erlösen wird, wenn sie Antworten und Vertrauen erleben. So, ich will hier aufschließen. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Ich kann dir dein Leben überhaupt nicht. Aber ich will Ihnen sagen, dass niemals der Willen von unserem Vater im Himmel, dort ein Kind Gottes soll durchbleiben, wo das ist. In dem ganzen Prozess, das ganze Leben, solange wir hier wollen leben, und wenn wir 100 Jahre alt worden, soll wir keinmal abhören, mit nur streben, am ähnlicher zu werden, die Vollkommenheit zu erreichen. So als der Vater im Himmel vollkommen ist, du soll wir noch anstreben. Mochte der Herr das Wort segnen, und ich will auch noch so sagen, vielleicht hat irgendwer durch dieses Werk ein Wort gehört, was ich hier vielleicht nicht mal gesagt habe. Dort hat der Heilige Jesus vielleicht angegeben. Ich will Ihnen Mut merken, sieht nicht so eine Menschen, die sich dieses Werk vielleicht im Spiegel bekickt haben. Das Wort Gottes ist hier der Spiegel. Und sie haben sich zu sein gekriegt. Sie wollten sogar, wo sie stehen. Aber ich lebe bis wieder. Ich gehe bis drei. Wenn wir nicht bloß hier allein sind, wenn wir das auch in der Tod ansagen, und wenn du nicht bekehrt bist, wenn du nicht dem Herrn Jesus angenommen hast in dein Leben, du weißt, dass du sollst das tun, von der ist die Zeit, von der ist noch Gelegenheit. Ich würde sagen, nimm Jesus an. Wenn du jemanden siehst, wenn du mit jemandem taub wirst, das tun, du wirst vielleicht mal dein Leben um Licht bringen. Du wirst mit wem, wer den Weg selbst gegangen ist, mal taub beten. Tu dort. Bleib einfach sitzen, sei die wem, merk die an wem nun, und dann werden wir diese Sache in Ordnung bringen. Wenn wir Jesus annehmen, wenn wir das Leben annehmen, wenn wir das Leben angenommen haben, dann kann Wachstum passieren. Dann können wir anfangen zu wachsen. Möchte der Herr das segnen, möchte der Herr mit uns sein, und auch, dass die würden können im geistlichen Leben verweicht kommen, dass hier ab diesem Ort können eine pflegende Gemeinde sein, wo durch noch viele andere Menschen, die von der noch weit weg von Gott leben, einfach sich wollen zu sein kriegen, in den Mut haben, nur Jesus Christus zu kommen. So möchte der Herr mit uns sein und uns segnen und uns wieder eine Zeit schenken, wo ihr das würden können, einfach in der Tod ansagen. Ich will noch nur ans Haupt nehmen, weil wir noch beten. Vater in dem Himmel, wir danken dir vom ganzen Herzen, für dass du gesegnet hast, dass du bist mit uns gewesen, dass wir haben können, eine schöne Weg haben, wo wir gesund sind, wo wir den Wort haben können in unserem Meer haben. Herr, das ist eine Genug, wo wir beleben können,
wenn du überhaupt zu uns redest. Ich freue dich auf, du musst uns auch eben nur denken, segnen, dass wir würden dein Wort nicht bis gehört haben, sondern auch, dass wir das würden in unserem Leben umsetzen und dass wir das würden leben, so du das von uns verlangst. Ich danke dir für all die, wenn du teilgenommen hast, wenn du Gebet hast, wenn du Treuheit bewiesen hast und wenn du jeder Abend sind gekommen, musst du ihre Familie segnen, auch in jeder Dienst in dieser Gemeinde, musst du dem Bruder oder der Schwester, wer immer das ist, die Kraft und die genug Mut und Segen geben, dass sie würden wieder ihre Arbeit tun. Herr, wir wollen uns wieder die anbefehlen und beten, dass du mit und bei uns sein. Amen.